Tischle, dieses Tibet diese Woche, eine wöchentliche Nachrichtensendung über Tibet, seine Heiligkeit den Dalai Lama und die tibetische Zentralverwaltung. Zunächst die heutigen Schlagzeilen. Seine Heiligkeit der Dalai Lama nimmt an einer Langlebensgebetszeremonie teil, die von Tibet-Unterstützungsgruppen in Indien veranstaltet wurde. Die Exilregierung Tibets begeht in Dharamsala den 67. Jahrestag des tibetischen Nationalaufstands. Das Sondertreffen internationaler Tibet-Unterstützungsgruppen geht zu Ende und verabschiedet die Dharamsala-Erklärung. 8. Allindische Konferenz der Tibet-Unterstützungsgruppen findet in Dharamsala statt. Der Galö für Bildung leitet die 57. Sitzung des Verwaltungsrats des tibetischen Kinderbildungs- und Wohlfahrtsfonds. Das australische Parlament verurteilt Chinas repressive Politik in Tibet und lehnt Einmischung in die Reinkarnation seiner Heiligkeit des 14. Dalai Lama ab. Abgeordneter Tsering Yanggi hält im schottischen Parlament eine Rede zum Thema Zeit zum Nachdenken. Das Büro von Tibet in Brüssel organisiert zum 3. Mal das Belgium Young Minds Meet. Wöchentlicher Ausblick Jahr des Mitgefühls. Anlässlich der Feierlichkeiten zum 90. Geburtstag seiner Heiligkeit des Dalai Lama sprachen zum ersten Mal Inder aus verschiedenen Bundesstaaten Indiens Langlebensgebete für seine Heiligkeit. Am Mittwoch dieser Woche erwiesen mehr als 400 Mitglieder der All India Tibet Support Groups seiner Heiligkeit ihren Respekt, indem sie ein Langlebensgebet sprachen und seine Heiligkeit den Karuna Ratna, Juwel des Mitgefühls, überreichten, in Anerkennung seines lebenslangen Engagements für den Weltfrieden, das Mitgefühl und die Förderung des alten spirituellen Erbes Indiens. Die Zeremonie wurde durch traditionelle Volksaufführungen aus Arunachal Pradesh und Tamil Nadu bereichert, die der Veranstaltung einen kulturellen Höhepunkt verliehen. Tibeter und Tibet-Unterstützer auf der ganzen Welt begingen am Dienstag dieser Woche den 67. Jahrestag des tibetischen Nationalaufstands. Die tibetische Exilregierung gedachte dieses Tages im Innenhof des Tsuklakhan in Dharamsala. Die Zeremonie gedachte derer, die ihr Leben opferten, und bekräftigte den anhaltenden Kampf des tibetischen Volkes für Freiheit und Gerechtigkeit. Zu den Ehrengästen der Gedenkfeier zählten Professor Dr. Hans-Gert Pöttering, ehemaliger Präsident des Europäischen Parlaments, Senator Jiří Obervalzer, Vizepräsident des tschechischen Senats und der Abgeordnete Michael Brandt, parlamentarischer Staatssekretär im Deutschen Bundestag. Zu ihnen gesellte sich eine vielfältige Gruppe von Ehrengästen, darunter Brian Joseph, Vizepräsident der National Endowment for Democracy, Cheng Lei, eine prominente australische Journalistin, Sri Rinchi Kantokrime, nationaler Koordinator der Core Group for Tibetan Cause India, Alice Barma aus Italien, Dr. Wiebke Winter aus Deutschland, Juris Willems aus Lettland und Senator Jiří Dušek. Sejong Bema-Tsering und Parlamentspräsident Khimbo Sonam Tempe verlasen die offiziellen Erklärungen des Gasha und des tibetischen Exilparlaments. In ihren Ansprachen bekundeten die internationalen Gäste ihre Solidarität mit dem tibetischen Volk und betonten, wie wichtig es sei, Tibets Kultur, Religion und Identität zu schützen. Sie forderten die internationale Gemeinschaft zudem auf, China für Menschenrechtsverletzungen in Tibet zur Rechenschaft zu ziehen und die Bestrebungen des tibetischen Volkes nach Freiheit und Gerechtigkeit zu unterstützen. Am Morgen traf seine Heiligkeit der Dalai Lama mit den internationalen Delegationen zusammen, die an den Feierlichkeiten zum 67. Jahrestag des tibetischen Nationalaufstands teilnahmen. Am nächsten Tag besuchte die Delegation den Sitz der tibetischen Exilregierung und traf sich mit deren Führung. Im Anschluss an die offizielle Gedenkfeier zum Tag des tibetischen Nationalaufstands sprachen Abgeordnete aus Deutschland,
der Tschechischen Republik und Lettland sowie der ehemalige Präsident des Europäischen Parlaments auf einer Pressekonferenz und kundeten ihre anhaltende Unterstützung für die tibetische Sache und die Rechte des tibetischen Volkes. Tibeter und Tibet-Unterstützer auf der ganzen Welt gedachten dieses Tages ebenfalls, indem sie Friedensmärsche, friedliche Proteste vor chinesischen Botschaften und öffentliche Versammlungen organisierten. Diese Veranstaltungen fanden in tibetischen Siedlungen und Großstädten in Indien, Europa, Japan, Australien, den Vereinigten Staaten und dem Vereinigten Königreich statt. Die Teilnehmer des Sondertreffens der Internationalen Tibet-Unterstützungsgruppe verabschiedeten die Erklärung von Dharamshala und sandten damit ein starkes Signal, das ihr gemeinsames und unerschütterliches Engagement bekräftigt, dem tibetischen Volk in seinem Kampf für Freiheit, Gerechtigkeit und die Bewahrung der einzigartigen nationalen Identität Tibets solidarisch zur Seite zu stehen. Die Erklärung, die am vergangenen Samstag im Rahmen einer Pressekonferenz veröffentlicht wurde, bekräftigte zudem die Stellungnahme Seiner Heiligkeit des 14. Dalai Lama vom 2. Juli 2025 zur Reinkarnation und bestätigte erneut die ausschließliche Zuständigkeit des Gadempodang Trust in dieser Angelegenheit. Mehr als 100 Mitglieder von Tibet-Unterstützungsgruppen aus 32 Ländern versammelten sich in Dharamshala zu einem besonderen internationalen Treffen der Tibet-Unterstützungsgruppen, das vom 7. bis zum 9. März 2026 stattfand. Während der Eröffnungszeremonie hob Sikyong Bemba Tsering die entscheidende Rolle hervor, die Tibet-Unterstützungsgruppen weltweit bei der Sensibilisierung für Tibet und beim Eintreten für Rechte und Bestrebungen des tibetischen Volkes spielen. Er merkte an, dass das anhaltende Wachstum der Tibet-Unterstützungsgruppen auf der ganzen Welt weitgehend das Ergebnis der lebenslangen Bemühungen und der moralischen Führungsrolle Seiner Heiligkeit des Dalai Lama sei. Der prominente Tibet-Unterstützer Richard Gary betonte die universellen Werte, die im Zentrum des tibetischen Kampfes stehen. Er sagte, die Bewegung sei nicht nur politischer oder kultureller Natur, sondern auch eine universelle Anstrengung, die auf Mitgefühl und der gemeinsamen Verantwortung der Menschheit gründe. Rinche Khandro-Krime betonte, dass durch diese internationale Konferenz die Botschaft in die ganze Welt getragen werden müsse: Wir alle stehen hinter Tibet, bis die tibetische Sache gütlich gelöst sei. Am letzten Tag wurde den Teilnehmern eine Audienz bei Seiner Heiligkeit dem Dalai Lama gewährt, bevor sie zur Abschlusszeremonie wieder zusammenkamen. Im Rahmen der Veranstaltung hielten der deutsche Bundesstaatsabgeordnete Michael Brandt und der tschechische Senator Jiří Obervalzer Ansprachen, in denen sie beide ihre Solidarität mit dem tibetischen Volk bekräftigten und die Bedeutung des Schutzes der einzigartigen Kultur, Sprache und Identität Tibets hervorhoben. Galön Nursinjama, die Vorsitzende des Organisationskomitees, erklärte, das dreitägige Treffen markiere den Beginn erneuter globaler Bemühungen zur Lösung des chinesisch-tibetischen Konflikts und zur Unterstützung der Bestrebungen des tibetischen Volkes. Sie dankte den Teilnehmern und betonte die Bedeutung globaler Solidarität und einer stärkeren internationalen Zusammenarbeit, um eine friedliche Lösung des chinesisch-tibetischen Konflikts anzustreben. Während des dreitägigen Treffens diskutierte die Teilnehmer über die aktuelle Lage in Tibet, Strategien zur Bekämpfung der Desinformation Chinas über Tibet und Möglichkeiten zur Stärkung der weltweiten Lobbyarbeit. Die Teilnehmer erörterten zudem Wege für eine engere Koordination und Zusammenarbeit zwischen Tibet-Unterstützungsgruppen in verschiedenen Ländern. Die Konferenz wurde von der Core Group for Tibetan Cause India einberufen und vom Ministerium für Information und internationale Beziehungen der tibetischen Exilregierung organisiert. Die Core Group for Tibetan Cause India veranstaltete gestern in Dharamshala zudem ihre 8. All India Tibet Support Group Conference, die 2 Tage dauerte und an der mehr als 300 Mitglieder von Tibet-Unterstützungsgruppen aus ganz Indien teilnahmen. India, like any other free country, will have to stand up for the values that it so cherishes. Otherwise, tomorrow, freedom would be knocking on your door as well. Because China is not only talking about China these days, China is talking about global initiatives, global civilizational initiatives, global security initiatives, global developmental initiatives, and they want to redefine everything what the world is saying now. With the changing global politics and global order right now. Die Führung der tibetischen Exilregierung Sikyong Bemba Tsering, Sprecher Kimbo Sonam Dempe, Galön Döma Yeri vom Ministerium für Sicherheit
und Galino Sindema vom Ministerium für Information und internationale Beziehungen hielten gemeinsam mit den Leitern der Tibet-Unterstützungsgruppen in Indien, dem Koordinator und den regionalen Koordinatoren der Kerngruppe für die tibetische Sache Indien sowie der nationale Präsident der India-Tibet Friendship Society. Im Mittelpunkt der Konferenz stand eine Reihe von Diskussionen über die Rolle Indiens im chinesisch-tibetischen Konflikt und Strategien zur Stärkung der Tibet-Unterstützungsgruppen im ganzen Land. Galön Thanam Changra, Ministerin des Bildungsministeriums der Zentralverwaltung Tibets, leitete am Montag dieser Woche die 57. Sitzung des Verwaltungsrats des tibetischen Kinderbildungs- und Wohlfahrtsfonds. Während der Sitzung überprüften die Mitglieder die Fortschritte und Erfolge im Zusammenhang mit den Beschlüssen, die auf der vorangegangenen Sitzung des Verwaltungsrats gefasst worden waren. Am 10. März 2026, anlässlich des 67. Jahrestags des tibetischen Nationalaufstands, brachte Deborah O'Neill, Co-Vorsitzende der Interparlamentarischen Allianz zu China (IPAC), im australischen Senat einen parteiübergreifenden Antrag zu Tibet ein, in dem sie die wachsende internationale Besorgnis über die Menschenrechtslage in Tibet und die Notwendigkeit, die kulturelle und religiöse Identität Tibets zu schützen, hervorhob. Ein identischer Antrag wurde bereits am 5. März 2026 im australischen Repräsentantenhaus verabschiedet. Mit dieser Initiative ist Australien das erste Land im IPAC-Netzwerk, das einen parlamentarischen Antrag zu Tibet einbringt, nachdem die Allianz auf dem IPAC-Gipfel 2025 in Brüssel einstimmig beschlossen hatte, koordinierte parlamentarische Maßnahmen zur Tibet-Frage zu verfolgen. Anlässlich des Jahrestags des Aufstands sprach der australische Abgeordnete David Smith sowohl im Plenarsaal als auch bei einer Kundgebung vor dem Parlamentsgebäude über Tibet und gedachte derer, die 1959 für die Freiheit eintraten, sowie derer, die heute den Kampf für grundlegende Menschenrechte fortsetzen. Auch der kanadische Abgeordnete Karim Badisi äußerte im Unterhaus Kanadas seine Besorgnis über die Lage in Tibet und hob dabei die Internatsschulen im Kolonialstil in Tibet hervor. Außerdem gratulierte er Sejong Tsering zu seiner deutlichen Wiederwahl als Sejong der tibetischen Exilregierung. Die Abgeordnete Tsering Yanggi hielt letzte Woche im schottischen Parlament kurz vor Beginn der Parlamentssitzung die Time for Reflection-Rede. In ihren Ausführungen hob sie die Bedeutung von Mitgefühl in der heutigen Welt hervor und ermutigte die politischen Entscheidungsträger, materielle Entwicklung mit spirituellen und ethischen Werten in Einklang zu bringen. Compassion along with ethics and discipline are not weaknesses, they are our greatest strength. Compassion combined with these qualities gives us courage to overcome fear. Sie betonte, dass Mitgefühl, Empathie und gegenseitiges Verständnis unerlässlich sind, um eine friedlichere und nachhaltigere Zukunft für die Menschheit zu gestalten. Im Anschluss an die Sitzung traf sie sich mit dem Parlamentspräsidenten, dem stellvertretenden Parlamentspräsidenten und mehreren Mitgliedern des schottischen Parlaments. Time for Reflection ist der erste Tagesordnungspunkt der Parlamentswoche und bietet den Abgeordneten einen kurzen Moment der Besinnung, bevor die formellen Beratungen beginnen. Später am Abend sprach Abgeordnete Yanggi auch auf der Abschlusssitzung der parteiübergreifenden Parlamentarischen Gruppe für Tibet. Unabhängig davon empfing das Büro von Tibet in London 10 Studenten und Doktoranden der University of Westminster zu einer interaktiven Veranstaltung. Das Büro von Tibet in Brüssel organisierte das 3. Belgium Young Minds Meet, bei dem 19 junge Tibeter zusammenkamen, um den Jugendlichen eine Plattform zu bieten, sich zu vernetzen, Ideen auszutauschen und zukünftige Advocacy-Bemühungen für die tibetische Sache zu diskutieren. Auf dem Programm stand auch die Vorführung des von Tibet TV produzierten Dokumentarfilms A Liberation That Never Was, 70 Years of Occupation and Repression in Tibet, der Chinas Invasion Tibets und die seitdem von den Tibetern erlittenen Entbehrungen schildert und den Teilnehmern einen tieferen Einblick in die Realitäten innerhalb Tibets bot. Unterdessen versammelten sich in Paris junge Tibeter der Voluntary Tibet Advocacy Group und von Students for Free Tibet, um Ideen auszutauschen und künftige Initiativen im Zusammenhang mit der tibetischen Sache zu erörtern. Unter der Leitung der tibetischen Exilregierung feiern Tibeter weltweit weiterhin das Jahr des Mitgefühls zu Ehren des 90. Geburtstags seiner Heiligkeit des Dalai Lama.
In Dharamshala organisierte das tibetische Exilparlament am 5. März 2026 im Government College Dharamshala eine Ausstellung mit dem Titel Demokratie, ein Geschenk seiner Heiligkeit des Dalai Lama an das tibetische Volk. Die Ausstellung beleuchtete die Lebensleistungen seiner Heiligkeit und die Entwicklung der tibetischen Demokratie und zog mehr als 200 Studierende und Lehrkräfte an. Unterdessen fand letzte Woche in London im britischen Unterhaus ein Empfang zur Feier von Losar statt. Gastgeber der Veranstaltung war Chris Law, Vorsitzender der Allparteien-Parlamentsgruppe für Tibet, anwesend waren Tibet-Unterstützer und Mitglieder der tibetischen Gemeinschaft.